Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Mission Impossible geht an die allerletzte Runde. Dono soll Franchise rüber sehen. Kann das Franchise da lo den Erwartungen standhalten oder ist der letzte Film vielleicht aber nicht so da? Das gucken wir uns an dieser Episode an. Schon mal große Merci Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Ich habe 2 Tickets für das Kino gewonnen. Erzählt mal ganz einfach, was Ihre Lieblings-Mission Impossible aus der gesamten Reihe ist. Aber da bist du Chance, sie der schon der glückliche Gewinner. Mehr sollen mal im Mission Impossible The Final Reckoning gehen. Denn Christopher McQuarrie hat mit Tom Cruise zusammen probiert, das Franchise dann lo oben anzubringen. Und wie der Regisseur eben schon gesagt hat, schreibt ihn sein Skript da live Set. Das heißt, Geschichte entwickelt sich während den Dreharbeiten und das wird in dem Film tatsächlich auch gemerkt. Beim Viergänger haben sie probiert mit seiner KI, mit der sogenannten Entität, eine Story zu schaffen, so dass ein KI eben probiert, die Welt zu bedrohen und allmächtig quasi ist, weil wir ja alle gut vernetzt sind und quasi nicht mehr ohne Internet geht, wird die Entität natürlich quasi eine Vollmacht. Und aus der Geschichte daraus soll die Franchise da oben ankommen und sie probieren hier wirklich weit zurück wollen zu gehen. Hier gehen Verknappungen gemacht, mit denen wirklich alle Mission Impossible Dealer, so dass Sachen, die Demos vielleicht nicht wirklich sinnvoll waren, lo obemol dann aber eine Bedeutung zugeschrieben wird. Ja, kann man mir den, dass der Christopher McQuarrie das ganz würdige Schlusswort verschärfen, mir leider ist ihm das nicht so ganz gelungen. Weil für allem die erste Stunde ist extrem zäh. Er hat wirklich ganz viel probiert, dann zu klacken. Die erste Stunde wirkt schon bald ein bisschen wie so ein Favor dran, wo ihr seht, wow, mehr Flehen von Situation zu Situation und alles ist nicht irgendwie kohärent. Alles wirkt tatsächlich wie so Favor dran. Dass ihr von Location zu Location flittern, es kriegt ihr nicht so richtig mit, was rundherum passiert und das einfach überfordern. Der ganze Film dauert dann auch noch bald 3 Stunden und das schläft. Vor allem, weil die Story auch irgendwie, sie behält sich so extrem echt, also da aber irgendwie gar nicht. Irgendwie ist es so in den Hoher beigezogen, dass er platzeweise just noch schmunzeln muss. Der Ganze geht gekrönt dann eben mit verschiedenen, wirkt mal wie Slapstick-Momente. Wenn ihr den Film gesehen, da wisst ihr genau, wo wir das schwätzen. Vor allem auch ein Charakter, den wir schon aus dem letzten Film kennen. Ein Frauen schwarz jener am Anfang probiert hat umzubringen, was sich hinten ausschlägt. Also dem Tom Cruise, seinem Team, hat Schweizer aber nicht mehr Französisch. Und sie schwätzen halt die brückische Französisch. Sie machen ein bisschen so, wie wenn sie das wirklich super kannten. Und hat das just doof für Heinz nochmal Leute abgeschnissen zu haben, an so französische One-Liner zu bringen. Das wirkt auch ganz komisch. Das ist wirklich schön, weil so geht die Macht oben an, ohne wirklich mit einem bombastischen Schluss können zu präsentieren. Weil Mission Impossible war tatsächlich immer ein Franchise, was mir ganz viel Spaß gemacht hat, weil auch die Action eben eigentlich immer richtig gut war. Filme haben immer Spaß gemacht, du konntest nicht viel meckern und leider fehlt Detail bis nun Action. Hier gibt ganz viel diskutiert, auch ganz viel Nichtigkeiten diskutiert. An Herr Not passieren aber Situationen, die einfach nicht mehr auf Zufall beruhen, wo ich so, ja, das ist aber dann ein bisschen langweilig geschrieben. Also wenn es wirklich so um Situationen geht, okay, ich mache lo da und da, dann macht ihr da und da, dann muss man es genau da treffen und irgendjemand fragt, ja, wie soll man das dann machen? Tja, wir müssen ein Timing haben. Ja, also okay, krass, ne? Aber irgendwie, du wenn da wirkt das Ganze auch noch mehr und den Hoher beigezogen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Trotzdem sind die Actionsequenzen, die dran sind, die sie wirklich gelandet. Wir haben einen Moment, wo man müssen bei ein U-Boot tauchen, was Grund vom Meeresboden leidet. Du hast natürlich froh, wie können den dann da rüber, ne? So, ob so enger Daver Platz, das ist natürlich gefährlich. Auf jeden Fall das Wichtigste, wie können die noch da noch rüber, ohne zu sterben. Das ist noch viel mehr wichtig. Und dann die ganze Sequenz an dem U-Boot, was zu Dave in der Wasser leitet, ist wirklich wahnsinnig gut gefilmt. Das mischt richtig Bock dabei nur zu gucken. Und da könnt Mission Impossible auch zu singen, alle gelangsam, mischt richtig Bock. Ich merke den einfach, dass ein Tom Cruise während den Dreharbeiten wirklich immer 110% gibt. Den Tipp, den ist immer Limit an.
mischt so manches matt, für dass die Sequenz so gut ausgesehen wie es nicht mehr geht. Selbst das Teil auch mal enger Sequenz mit 2 Fliegeren, die auch einfach bombastisch ist. Absolut spektakulär. Genau das ist Kino für die große Leinwand. Genau das Mission Impossible, so wie man es gern haben. Leider das ganze Paket rundherum. Also ich will doch noch nicht vernichten. Das auch kein riesig Katastrophe, aber das einfach, ich fand für ob so ein Mark auf so Schluss zu bringen, also dann einfach aber nicht drin. Es wird auf jeden Fall kein Film bleiben, wenn ich mich den Postbesachen guckt, wo ihr seht, wow, der Schluss war einfach krass, die muss man es gucken. Wahrscheinlich wird der Final Reckoning einfach ein Film gehen, den ein bisschen vergessenswert wird gehen. Das ist ein bisschen schwer, das ist natürlich schwer, so einen langen macht, dann ob einen glorreichen Schluss zu bringen. Mit dem Christopher McQuarrie ist der Teil leider nicht wirklich gelungen. Trotzdem, wenn da erst dann so ein bisschen könnt zu Summe rappen, dann so eine Stunde 10 zu Summe beißen, da könnt ihr erst zu den Actionsequenzen 4 kämpfen und dann erlebt ihr eben wie gesagt Mission Impossible, wenn man sagen, alle Glanz, genau die Sequenzen, die welge sind als Mission Impossible Fan. Da erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat, denkt und Gewinnspiel für mal eure Lieblings Mission Impossible zu nennen. Und in dem Sinn war es da doch schon und da wünsche ich noch ganz viel Spaß am Kino mit Mission Impossible The Final Reckoning. Ciao!